so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Der passt. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Gerade mal ein paar Sekunden gespielt und schon ist der Ball drin. Was für ein Auftakt. Fulminant. Tor in der 2. Minute. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, da kann er sich nicht beklagen, dass er hier gelb sieht. So eine frühe gelbe Karte. Jetzt muss er sich das ganze Spiel über zurückhalten, sonst sieht er vielleicht noch rot. Und das war gar nicht so übel gemacht, aber letzten Endes fehlte dann doch ein bisschen zum Tor. Und nach vorne geköpft, ja. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Ja, das kann ja gehalten, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Und schon gibt's Eckball. Oh nee, das war eine schlechte Ecke. Gute Einzelaktion, aber vielleicht ein bisschen zu eigensinnig. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, vielleicht ist der Top. Der Ball streift an Pfosten vorbei. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Tja, und das hat natürlich Platzverweis zur Folge. Nach der ersten gelben Karte jetzt die zweite. Und das heißt nach dem Fußball 1:1 gelb-rot. Zieh ab, Junge! Und der passt genau in den Knick. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Und das war wirklich klasse gemacht. Eiskalt vollstreckt vor dem gegnerischen Tor. Super Pass. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da rettet, die Latte. Oh, klasse, der lange Ball. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Boah, für solche Aktionen gab es auch schon mal die rote Karte, aber er hat Glück, kommt jetzt mit Gelb davon. Ja, langsam sollten sie wirklich mal einen Gang runterschalten. Schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. Ah, großartiges Zuspiel. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, der Spieler wirkt angeschlagen, es könnte eine Verletzung vorliegen. Gelbe Karte gibt das natürlich. Oh, das sieht nach einer bösen Verletzung aus. Da kann er sich beim Schiedsrichter ja fast schon bedanken, dass er nur gelb sieht.
Und der Ball fliegt übers Tor. Ja, und das ist eine Ansage an die Kameraden. Über außen müsst ihr es versuchen. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Ein wunderschöner Pass. Jetzt hat er den Platz. Nicht schlecht, aber er müsste halt den Ball aufs Tor ziehen. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Riesenmöglichkeit. Ja, und der ist drin und jetzt sind die Fans nicht mehr zu halten. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, ein Mann mehr auf dem Platz. Das ist natürlich ein deutlicher Vorteil. Was für eine Übersicht. Gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Ganz souverän. Weit weg vom Tor steht er. Jetzt legen sie sich wieder in den Armen und bejubeln dieses hier sehen wollen. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, jetzt haben sie zumindest erstmal einen komfortablen Vorsprung. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Klasse. Und das über diese Entfernung. So, jetzt ist er frei durch. Ja, aus dieser Situation könnten sie was machen. Tja, doppeltes Pech für den Angreifer. Er wird gut markiert und läuft dann auch noch ins Abseits. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Köpfen kann er. Gut gemacht. Und das ist wichtig. Die ganze Abwehr steht kompakt. 3:1 steht es nach 45 Minuten. Schauen wir mal, was uns die zweite Hälfte noch bringen wird. Da kann man mal sehen, Tom, was Ballbesitz ausmacht. Ballkontrolle, Spielkultur und Kreativität. Also sie führen das völlig verdient. Und wenn sie so weiterspielen im zweiten Durchgang, dann gewinnen sie diese Partie deutlich. Ich bin gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Klasse Aktion. Ja, überhaupt kein Problem. Es gibt Einwurf. Schön nach vorne geköpft. Schön geklärt. Los, schieß, Junge! Das war beim letzten Augenblick. Und jetzt muss er schießen. Und das passt und der ist drin und die Fans sind da und feiern. Erstklassig, ein fantastisches Tor. So will der Trainer das sehen, den Vorteil eiskalt ausgenutzt. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Und der Schiedsrichter greift in die Tasche und gelb. Ich weiß nicht,
warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Und daraus könnte was werden. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Und den Ball hat er weit gepasst und gut. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Gut nach vorne geköpft. So, jetzt wird's gefährlich. Oh, der Pfosten steht im Weg. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Ja, solche Bälle hat er gerne. Der Torwart, halbe Höhe, da kommt er leicht hin. Und der Abwehrspieler hat aufgepasst. Ja, es gibt verdientermaßen Applaus. Toller, langer Ball. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Diszipliniertes Abwehrverhalten. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Achtung, jetzt brennt's. Klar, haben wir ja heute schon reichlich gesehen. Und jetzt fällt noch ein Tor. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Oh, da muss man in der Historie des Pokalfinales lange zurückblättern, um sowas zu finden. 3 Tore in einem Cup-Endspiel. Das waren die Spielfelds. Er hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu viele. Großartiges Zuspiel. So, den muss er jetzt verwandeln. Und jetzt versteht man hier sein eigenes Wort nicht mehr. Die Fans sind außer Rand und Band über dieses Tor. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Und so nutzen sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit aus. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Ja, ich kann von meinem Kommentator ganz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da Journalisten neben der Seitenlinie da machen. Das wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Gut per Kopf in die Offensive weitergeleitet. Ah, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Oh, böses Foul, das muss Freistoß geben. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Da haben Zentimeter zum Torerfolg gefehlt. Ja, und ganz brutal, wie der Angreifer da angegangen worden ist bei diesem Zweikampf. Er scheint sich verletzt zu haben, aber Sie sehen es gibt noch nicht mal eine gelbe Karte. Oh, da haben Sie Glück gehabt hinten in der Abwehr. Ja, lang ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus und die letzten Momente dieser Begegnung werden da auch nichts mehr dran ändern. Klare Sache, logisch, Freistoß. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat 3 frische Spieler
kein Problem für den Torhüter. Oh, schöner Pack. Und jetzt geht er vorbei. Jetzt ist er da. Arne Bodde trifft. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Und so kann man eine Abwehr mit einem einzigen Ball ausspielen. So, Ausschluss vorbei. Das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur gratulieren.